Könnt mir nicht auf dir. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also wer ist hier der Meister? Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. What's good, Ladies and JDs? Es ist Mittwoch, ihr wisst, was für Zeit es ist. Es ist Rap Wednesday, baby. Aber heute ist Fußball. Wir wollen es kurz und schmerzlos machen. Aber sagt mal Hallo meinem heutigen Gast, der Kenner. What's up, Yo. Was geht, Ladies and Gentlemen? Yes. Geht's, Bro? Gut, Bruder. Und dir? Sehr gut, merci. Ja, ein bisschen stressig, du weißt, arbeiten oder nebenbei noch ein bisschen Hobby und so. Man kennt es ja nicht anders, ja. Safe. Merci, hast du dir Zeit genommen, Bro, erstmal. Nice. Und Danke dir für die Einladung. Ja, Mann, gern doch. Und ich würde sagen, wir legen gerade los mit der Frage auf entspannt. Die erste Frage ist so, einfach mal, aber so, du machst ja so ein bisschen das Gleiche, wo ich, so, du tust ja so Künstler einladen und interviewen. Und würdest du so mal am besten dich kurz selber vorstellen, so ein bisschen? Ja, Bruder, also ich bin der Stefano, das weiß man eigentlich auch. Ich bin von Zürich und ja, Bro, das mache ich jetzt schon bald über 3 Jahre. Im März 2020, also ja, schon fast 3,5 Jahre bin ich da das Ganze am machen, ja. Yes. Und das Ganze auch auf Twitch schon natürlich auch. Und, vor allem, ja, also ich habe einfach immer gestreamt auf Twitch und probiert das Zeug auf YouTube zu bringen, Instagram und TikTok auch, versuche ich. Genau, da kommen wir schon so zu der nächsten Frage, so soziale Medien, wo bist du am stärksten vertreten? Ich würde schon sagen, dass grundsätzlich sind Streams das, was am regelmäßigsten passiert. Sicher einmal in der Woche. Eigentlich war es zweimal in der Woche immer geplant gewesen und ja, dort möchte ich wieder kommen. YouTube ist mal mehr, mal weniger, mal ein bisschen regelmäßiger, mal weniger regelmäßig. Das ist ja so. Und dort, ja, man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach durchzieht, Bruder, egal wie regelmäßig. Und ja, Bro, das ist so ein bisschen das. Yes, sir. Nice. Genau. Was hast du für einen Jahrgang? Ich bin 92er, Bruder. 92er, ich bin ja 88 übrigens. Okay. Aufgewachsen bist du in Zürich, nehme ich an, oder? Ja, in Dietika. Dietika, ist das der Potsghetto dort? Wer ist gesehen? Ist doch auch von Dietika, kann das sein? Ja, dann ist auch von Dietika und ob es ein Ghetto ist, Bro, in der Schweiz gibt es doch kein Ghetto, Bro. Ja, das ist so Ansichtssache, gell? So. Zürich ist sowieso ein anderes Land, weißt du, von mir aus gesehen. Für andere Leute ist Dietika vielleicht ein Ghetto, für mich nicht, Bro. Für mich ist es my hometown, die beste Stadt der Welt, Bro. Yes, sir. Ja, schon viele Zürcher in der Haus gehabt, so meistens über Discord, wo eben die ganze Reise und so. Es ist ein bisschen mühsam von Bern, von Thun auf Zürich. Aber ich hatte schon ein paar Zürcher in der Haus gehabt. Shoutout geht raus an dieser Stelle. Du hast aber auch sehr viele Künstler schon bei dir gehabt, oder so? Praktisch die ganze Szene. Sag mir 5 Rapper und ich sag dir, ob ich sie schon kann oder nicht. Ja, Mann, voll. Also, es ist fast einfacher zu fragen, so, ja, wer ist noch nicht bei dir gewesen, als ja, wer ist bei dir gewesen. Und darum frage ich das Problem ist halt oft, dass es eben beim Stream geblieben ist, dass vielleicht auf YouTube kurze Ausschnitte da sind und die Leute halt gar nicht mehr wirklich wissen, was alles schon passiert ist. Das ist ein bisschen so und das ist auch ein bisschen schade leider, aber du, eben die dabei waren, die sind dabei gewesen. Ja man, sag mal 5 Rapper, komm, sag mal 5 erfolgreiche Rapper in der Schweiz, die sind alle bei mir gewesen. Ja, ich glaube so. Zum Beispiel der Brasilianer da, wie heißt der? Bud Spencer oder irgendwie so. Oh, jetzt hast du aber gerade einen gewählt, nein, tatsächlich nicht. Der, gell, aber der Xen war sicher bei dir gewesen, Native-Sektion, also wirklich. Der EAZ auch schon. Ja, der war auch schon mal gewesen, jawohl. Yes, ja. Das ist lang her, das war noch im alten Studio gewesen, genau. Ja, da hast du sozusagen wirklich schon die halbe Schweizer Rap-Szene bei dir, oder die ganze, besser gesagt, schon bei dir. Ja, die halbe ist nicht untertrieben, kann man sagen. Yes. Aber mir flasht was du machst, eben so, und wir machen etwas Ähnliches. Und zwar eben, ich tue jetzt auch so alle 2. Mittwoch, sage ich jetzt mal, tue ich so die Leute einladen. Und es muss nicht nur so ein Musiker sein, es kann auch wirklich ein Künstler sein, der Beats macht oder irgendwie
Videos macht, weißt du, nicht mehr produziert. Ja, Bro, safe, alles. Jede Plattform, jede Oberfläche, ich glaube, ist gut, weil für viele, vor allem eben so kleinere und auch Produzenten, ist es oftmals schwierig, überhaupt irgendwie Oberfläche zu haben. Und dann sind so Sachen wie auch deine Plattform perfekt, zum eben überhaupt mal Videomaterial haben. Man kann einfach für seine Leute, für seine Base etwas bieten, sozusagen, wo man ausser die Musik, oder? Das ist stark, Bro. Yes, Sir, genau. Du hast noch YouTube, so wie ich das richtig verstanden habe, gell? Ja, man, unbedingt könnt ihr abchecken. YouTube @derkenner. Findet ihr ganz viel Content, Bro. Alte Streams, Highlights. Ja, vor allem Highlights aus den Streams findet ihr dort. Auch den Rap-Contest. Einmal im Jahr mache ich einen Rap-Contest. Dort findet ihr auch alles auf dem YouTube-Kanal. Ja, Mann. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Ganze zu machen? So? Gute Frage, Bro, gute Frage. Eigentlich ist es im Fall mehr daraus rausgekommen, also März 2020, vielleicht die sich die noch ein besseres Gedächtnis haben, die erinnern sich, dass dann genau eigentlich Corona war, so wirklich die Hochphase. Und das heisst, ich habe viel Zeit gehabt, weil ich im Geschäft auf Kurzarbeit war, nur 50% arbeiten. Und ich bin immer schon ein riesiger Schweiz-Rap-Nerd gewesen. Also ich habe mir eigentlich wirklich immer alles reingezogen. Wir hatten damals noch so ein Räumchen gehabt, mit unseren Jungs, wirklich so 10 Jungs sind wir gewesen. Und ich bin immer schon der Deutsch-Rap-Nerd und Schweiz-Rap-Nerd gewesen. Und damals hat der Zan auch noch mit uns dort in diesem Räumchen gehängt. Und ich habe mich immer mit ihm über Deutsch-Rap, über Schweiz-Rap unterhalten. Und damals habe ich schon einen YouTube-Account gemacht, wo der Kenner geheißen hat. Also da habe ich wirklich schon etwa 15 Jahre oder so, oder über 10 Jahre, den YouTube-Channel der Kenner. Und dann eben ist jetzt Corona gekommen, viel Zeit, der YouTube-Kanal ist rum, grosses Interesse für Schweizrap und Rap. Und das alles zusammen ist so ein bisschen zusammengekommen und dann ist der Kenner entstanden mit Streams. Und am Anfang eben habe ich wirklich auch die Heime sogar angefangen, die Heime-Setup aufgestellt, mal der Reza zu mir gerufen, weil der Reza habe ich auch kennt natürlich, weil er ist von Dietiken. Und dann ist das so langsam ins Rollen gekommen, bis ich dann eben das Studio geholt habe, mein erstes Studio, dort das Sofa angestellt habe und dann die Streams durchgezogen habe. Bis eigentlich eben wirklich relativ viele Leute schon bei mir vorbeigekommen sind in einer schnellen oder kurzen Zeit. Also im ersten halben Jahr ist das Ganze wirklich ein bisschen durch die Decke. Auch mit Abonnenten und so. Also dort habe ich wirklich auch ein bisschen Cash gemacht mit Twitch. Und dann ist die Zeit vergangen und alles ist eben, natürlich das Leben ist wieder zur Normalität gekommen, Corona ist wieder weg gewesen, wir mussten wieder normal arbeiten, sonst Pflichten und dann ist es ein bisschen weniger geworden, sagen wir, vom Output. Und jetzt sind wir im 23 und jetzt wollen wir wieder anziehen und der Winter sollte auf jeden Fall ein guter Winter werden. Möchtest du noch so Leaks verraten, wer es vielleicht als nächstes noch kommt oder wer in Planung hast? So? Geil, ja. Also ich bin mit der einen oder anderen bin ich in Kontakt und ja, es kommen Leute, die vielleicht schon mal da sind, so viel kann ich sagen, aber es kommen auch neue Leute und es kommen auch nicht nur noch Rapper, sondern auch andere Leute, wirklich ganz, also losgelöst von Rap, ich sage jetzt Leute aus dem Internet, Leute, die sonst relevant sind, weil vielleicht da kann ich auch gerade noch eine Ansage machen, ich werde jetzt neu auch am Dienstag streamen, ab übernächste Woche und dort werden wir auch uns alles geben aus der Welt vom Internet, eigentlich alles was relevant ist, sei es jetzt News, sei es Comedy, einfach Social Media und vor allem aus der Schweiz, Creators aus der Schweiz. Ich sehe, dass YouTube Schweiz ist momentan auch recht am Brennen und ich will dort auch immer up to date sein und darum, ich möchte mich generell öffnen, dass vielleicht auch mal ein Comedian da vorbeikommt, ein Stand-up-Comedy-Programm da macht, weil ich habe ja eine Bühne da auch in meinem Studio und ja, so Sachen, also man kann sicher gespannt sein, Bro. Aber so namentlich, soll ich dir jetzt einen droppen? Ich weiß gar nicht, wer kann ich droppen? Das ist der freie Bla, Bro. Lass mich schon überlegen. Vielleicht sagst du nichts, da ist die Spannung noch ein bisschen höher sogar. Also gut, komm, dann lassen wir es so, Mann. Ja, Mann, voll. Wie sieht es aus mit weiblichen Gästen? Hast du auch schon gehabt? Bei mir ist es schon schwierig, so gute Leider bis jetzt auch nur einmal, und zwar Gigi war bei mir gewesen. Und das Ziel wäre auch, dass man dort auf jeden Fall, dass sie nicht die Einzige bleibt. Safe. Also ich habe zum Beispiel Elea angefragt, ich weiß nicht, ob sie dir etwas sagt. Ich bin auch halb Italiener, ich kann Italienisch ein bisschen und ich würde sogar mit ihr versuchen auf Italienisch. Also falls du nicht kennst, Elea unbedingt abchecken.
Das ist sicher bei mir auf der Liste, was das angeht, was weibliche Rapper angeht, aber auch sonst, also unbedingt, Bro, unbedingt. Bro, einfach anfragen, auch SGB bin ich auch in Kontakt, sollte auch vorbeikommen. Ja, Mann, jetzt habe ich sogar doch noch ein paar geklickt, siehst du? Nice. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ich bin auch ein bisschen auf der Suche so nach weiblichen, aber eben, es ist extrem schwierig in der Schweiz. Bro, aber ich sollte doch SGB kein Problem sein eigentlich, oder nicht? Hast du keinen Kontakt dort? Mama, ich habe schon so ein paar Kontakte, aber gell, ich bin jetzt auch schon, jetzt mache ich es wieder jeden zweiten Mittwoch, dass es wieder ein bisschen rarer ist. Dann bist du noch schnell mal ausgebucht, 2-3 Monate, weißt du, was ist das? Du hast nicht 2 Künstler im Monat, weißt du, dann hast du wieder einen Monat durch, weißt du, plus minus. Ja. So das bin ich eigentlich schon 3 Monate ausgebucht, schon für die nächsten 3 Monate, weiss ich schon, wer das kommt. Und wegen dem so, ja, und dann schaue ich erst weiter, vorher macht es keinen Sinn, weißt du. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin am Schauen für krasse Leute und lustige Leute und auch Komödien oder Producers oder Videoproduzenten zum Beispiel, yes. Hast du auch schon mal selber etwas produziert, sprich Beats oder Videoclips oder vielleicht sogar mal Text oder etwas? Also ich habe es sicher mal versucht, also so weit, dass es wirklich irgendwie zu einem Song kam, ist das nicht. Ich rappe nicht selber, ich habe mal eben versucht zu schreiben. Für Punchlines jemandem helfen und so, für das lange, aber ich glaube zum selber einen Text schreiben, ich bin irgendwie zu verkrampft, zu perfektionistisch, also ich habe es nie angebracht, sagen wir es so. Beats könnte ich mir vorstellen, bin aber auch nie dazu gekommen, von der Zeit her, weil das ist auch nochmal etwas, was so zeitintensiv ist, wenn du Beats anfangen machen. Könnte ich mir aber vorstellen. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich bin einer, der einfach Musik ermöglicht. Eben zum Beispiel im Rahmen von meinen Contests hat es immer ein Kenner-Tape gegeben und das findet man auch unter der Kenner auf Spotify. Also du kannst sagen, so ein bisschen DJ Khaled-mäßig. Ich bringe die Leute zusammen, ich sage vielleicht, wie der Beat sein sollte, aber irgendwie selber Beat machen oder selber rappen nicht, man. Ja, Mann, das ist natürlich sehr nice. Das ist auch so ein bisschen etwas, was ich in Planung habe, so ein Rap Witness Day Album mit allen Gästen, die schon da waren, weißt, so dass man dort ein bisschen schaut. Das wäre natürlich auch ganz geil. Also ja, ich bin schon mehr oder weniger am Planen. Beats habe ich schon klar gemacht, mehr oder weniger. Und ja, Mann, das ist eine geile Idee. Ich finde das cool, dass man eben wirklich auch die Schweizer Künstler unterstützt, weißt, untereinander und pusht. Und das, aus dem Grund mache ich das so, wo ich dann so gemerkt habe, ja, okay, wir haben fast mehr Rappers als Fans, blöd gesagt, weißt, hier in der Schweiz. Und eben, und die Deutschen pushen ja den Schweizer Rap nicht so wirklich. Und wir pushen wiederum den deutschen Rap, weißt. Und zu meiner nächsten Frage, wie sieht es aus mit Applaus ist reingekommen. Big Boy Nitti, merci vielmals für den Applaus, Michel, bist du da. Wie sieht es aus mit expandieren, also ein bisschen mit ausländischen, also zum Beispiel deutsche Leute einladen oder eben vielleicht sogar mal Amerikaner oder so, hast du das vielleicht auch schon mal überlegt? Ja, Bro, safe. Also, eben, die Frage wäre, wie das dann gescheit machst. Weil, weißt du, wegen einmal einen einladen, das bringt dir dann auch nicht viel. So wie du müsstest dann durchziehen, immer wieder deutsche Gäste und dann müsstest du das auch auf Hochdeutsch machen, oder? Und ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen könnte, ohne dass es cringe ist. Aber ja, die Gedanken sind da, ja. Das wäre natürlich nicht so schlecht eigentlich, auch wegen der Reichweite natürlich. Wenn du auf einmal in Deutschland, in Twitch Deutschland durchstartest, man, dann, ja, man. Dann wäre nicht so schlecht. Voll. Wie sieht es aus mit Merchandise? Hast du irgendwie so Kleider oder irgendetwas? Oh, ich glaub eben, ich habe mal auch so einen Job da aufgesetzt, wie heißt das Spreadshirt und so. Aber ich glaube, ich bin auch noch nicht an dem Punkt, wo jemand würde ein Shirt kaufen. Also von dem her, irgendwann mal vielleicht schon und wenn, dann müsste es aber auch entsprechende Qualität haben. Yes, sir. Ja, ich bin jetzt aber auch am Schauen, dass man so ein bisschen Giveaways machen kann, weißt, so dass man vielleicht mal ein paar T-Shirts druckt, so mit Rap Witness Day oder so. Und die dann verlost unter den Zuschauern oder so, weißt, so. Ja, eben, ich glaube so, wobei eben auf die andere Seite denke ich auch, ich habe eine Handvoll oder also nicht nur eine Handvoll, sondern vielleicht auch mehr, so wirklich hart Supporter und ich glaube für die wäre es eigentlich nicht so schlecht. Also von dem her ein paar Handvoll Liebli machen oder eben eine kleine Stückzahl safe, aber ich rede jetzt nicht davon, eben irgendwie wirklich 1000 Stück machen und dann das Gefühl haben, du verkaufst die. Ich glaube, das geht noch ein bisschen. Nice, ja, das wäre eigentlich schon so mehr oder weniger gewesen, so mit den Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ja, Mann. Und hey, Brother, Juja, schön bist du da. Und 17 Goblin 21, merci für die Follow. Welcome, Fam. An dieser Stelle 15 Leute, merci, habt ihr alle eingeschaltet. Und wir kommen schon zu den Fun-Fragen. Wo ihr wisst, am 9. ist Fußball, die ganze Welt will Fußball schauen. Hello! Merci, Bro. Schön seid ihr da.
Und weiter geht's. Bist du ready für die Fun-Frage? Also, let's go, Bro. Tupac oder Biggie? Fuck. Kalt oder warm? Oh, schwierig, Mann. Wirklich schwierig, weil ich bin ein Typ, der nicht so gerne hat warm, aber ich kann auch nicht gerne kalt. Ich würde sagen, trotzdem warm, ja. YouTube oder Netflix? YouTube. Mein Name ist der Kenner und ich hasse. Undankbarkeit. Wenn ich aufstehe, denke ich als erstes an. Leider das Handy, Mann. Wer kennt es nicht? Gell? So, wo ist mein Handy, Mann? Let's go. Lieblingsschauspieler? Denzel Washington. Alright, aber da ist ja ganz gut rausgelesen, ja, Mann. Ganz geil. Lieblingssportler? Oh, Sportler. Uff. Alter, krass, Mann. So Fragen stelle ich ja mal eben nur so anderen selber, habe ich die nie mehr beantworten. Lieblingssportler. Schwierig, Mann, weil ich würde jetzt kein Fußballer eigentlich sagen, aber ich sage glaube trotzdem einen. Javier Zanetti. Let's go. Lieblingsstreamer? Montana Black. Mein Name ist der Kenner und ich bin. Die ist ja offen, Bro, die Frage, Mann. Ich bin von Dietiken. Das ist der Leute überlassen, was sie wollen antworten. Weißt du, da kann man mit nur Witzli, die anderen nehmen es ein bisschen ernster, aber eben für mich ist es so Fun-Fragen, so wenn der funny gemeint. Top 5 Rapper ever? Krass, Mann. Ich will jetzt keinen Fehler machen, Mann, aber ich würde sagen Nas, Jay-Z, Pac, Biggie, Eminem, Mann. Ja, wo das ist jetzt US einfach, Mann. Ja, Mann, das ist Super League, Mann. Champions League. Deutschland würde ich gleich auch nochmal 5 müssen machen, wahrscheinlich. Ja, das ist ja schon fast ein Thema. Weed oder Alk? Ja, beides nicht unbedingt gut, aber Weed ist schon ein bisschen besser. Lieblings-Superheld? Ich bin nicht der grosse Superheld-Fan, aber ich würde sagen Batman trotzdem. Ja, Batman. Drill oder Trap? Rap. Trap House. Jackie Chan oder Jet Li? Jackie Chan. Ass oder Titties? Bruder, beides, Mann. Let's go. Old School oder New School? Old School, Bruder, auch beides, Mann. Schwierig, Bro. Ja, geht von beiden. Hip-Hop lebt, Bro, und das ist wichtig, Mann. Yes, sir. Super Mario oder Donkey Kong? Bruder, Mann, Super Mario. Let's go. Momentan ist ja gut Beef zwischen 50 Cent und Busta Rhymes. Hast du etwas mitbekommen? Nein, aber leider so US bin ich leider nicht wirklich voll dabei, Mann. Dafür in Deutschland. Und darum frage ich 50 Cent oder Busta Rhymes? Ich würde sagen 50. Alright, man. Deine letzten Wörter werden sein. Uff. Ich bin stolz auf euch. Hoffen wir es. Und noch die letzte Frage für heute, Ladies and JDs. Deine Weisheit vom Tag lautet. Schwierig, Bruder. Also, wir arbeiten jetzt 8 Stunden am Tag, Bro. Wir arbeiten jetzt 8 Stunden am Tag für den Traum für jemand anderem zu arbeiten. Dann sollten wir es auch schaffen, mindestens 1 Stunde am Tag auch unseren eigenen Traum schaffen. Yes, sir. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt, Ladies and JDs. Applaus. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Wo ihr wisst, Fußball ist heute angesagt und wegen dem, ich wollte euch nicht lange zurückhalten. Merci, habt ihr alle eingeschaltet. Yes, yo. Und schön Abend miteinander. Danke dir nochmal, Bro, hast du Zeit genommen und yes, sir. Ich bleibe dran, wir werden alle dranbleiben und wir sind alle gespannt. Ladies and Jadis, merci fürs Einschalten. Mein Name ist Big Bass Entertainment, mein heutiger Gast war der Kenner und das wär's gewesen. Also, bis nächsten Mittwoch. Peace. Peace.